Bonjour monsieur. Moin. Unser Menü du jour haut als eine Soupe façon Cthulhu an de no als Hauptplat kriegt ein Steak de Redemption 2. Maar dat klinkt ook wunderbar, dat wil nicht. Voilà, hier ist eine Soupe. Bon appétit monsieur. Wie muss merci. Was der Teufel ist der Toten dann? Oh Gott, nee. Ich muss raus sein. Ciao. Nerf this! Salut und herzlich willkommen bei Lux Play. Trotz der ganzen Spielwelt sind wir noch immer hungrig auf mehr. Hungrig auf Action Hungrig auf Horror. und hungrig auf Open World. Oh, Call of Cthulhu, du müsset mir nicht ganz einfach. Also verwirrt an an Unsicherheit zu der Protagonist brutus. An dem Zustand wirst du auch meine Meinung über dich verfracht. Mir worum's geht es heute überhaupt? Call of Cthulhu ist eine Versoftung von Pen and Paper an dem H.P. Lovecraft Singer Kurzgeschichte The Call of Cthulhu. Wir begleiten den Edward Pierce, Erste Weltkriegsveteran, Hobbyalkoholiker an seit neuestem Privatdetektiv. Nachdem sie in einer Sauftournee von Albträumen geplot erwäscht, kriegt ihn kurz drauf vom Stephen Webster, einen Kunstsammler, den Auftrag nur seinem Mädchen, dem Sarah Hawkins, zu sichern. Was geschieht das vor der Irsch? Hat samt Familie sind auf der Insel Darkwater bei einem Brand im Leben gekommen. Der Webster glaubt das aber nicht und weist uns ein Bild, das sein Mädchen gemalt wird. Den Aufsender ist unbekannt und der das für Grund genug zu wissen, dass da etwas nicht stimmen kann. Nach kurzem Knoten hält der Pierce den Auftrag dann an und schon landet er auf der mysteriösen Insel, wo Wahnsinn und Realität schnell mal nicht verschmelzen. Ich will auch nicht mehr allzu viel verraten, weil das Spiel lieft förmlich seiner Story an der guten Atmosphäre, die sich durchgespielt wie dem Cthulhu seine Tentakeln zieht. Wälder schön düster mit seinen geringen Nivelgehanen, Musik zieht ihn aus der Bahn, das Spielwelt ist immersiv und Synchro ist ganz gelungen. What did you do to me? Undo these straps! Whoa, go easy, my friend. Ich weiß bestimmt, wer der denkt. Atmosphäre? Check. Gut Synchro? Check. Grafikstil? Ugeknackst? Mehr künstlerisch? Check. Was kann dann da noch schief gehen? Also, wo werdet ihr op der Nacht vom 5. Oktober anschläft? Da geht der schön nicht dünn. Da tut er ne Crack gesot. Ganz einfach. Gesichtsanimationen, die was so grotte schlecht sind, dass sie A, wie schlecht Puppen erst gesehen, oder B, den Edward Pierce schneit der mussen so dumm schnüssen, dass Menge Kind, et ging in dem Jim Carrey nur gucken. Da konnte ich mal oft de Schmunzen nicht verkneifen, aber es schwört für die brillante Atmosphäre aus. Durch seinen spannenden Erzählstil rettspielt sich aber, und et will wissen, was Asterlob Darkwater lass. Ganz adventure-typisch wählt ihr am Anfang vom Spiel Talente wie Psychology oder Strength aus, die ihr Skills an den Gesprächen und an der Spielwelt beeinflussen können. Dabei haben die Entwickler allerdings einen cleveren Twist daran gebaut. Genau wie bei einem Pen and Paper sind Skills schon eine Erhöhung von den Chancen. Nicht die Garantie, dass verschiedene Sachen auch so klappen, wie ihr das gerne hättet. Bei den Gesprächen wählt ihr Antworten aus und je mehr Hinweise dir fand, desto mehr Optionen hat er. Da sind allerdings die Skills mehr höllefreisch wie andere. Die Hühnchen, den Reis, die Suppe, diese witzigen Kekse und das ist dann alles. Und dann... Und dann wär's prima, wenn Sie das in eine Papptüte packen, die Sie mir dann in die Hand drücken, weil ich nämlich echt Hunger hab. Und dann... Hey, ich hab die Schnauze voll von diesen kranken chinesischen Psychospielchen. Der Pierce muss aber auch sein detektivisch Können in der Beweis stellen, aber wie bei der Arkham-Reihe Szenen rekonstruieren.
Gekämpft gëtt quasi gunnet, Dir könnt Dir schüss verstoppen. An leider variiert Kai dobei auch stark zwischen genau 2 Modien. Stronsturm oder God-Mode. Dat kann heernst du frustig sinn méi, wann e bis wees, wo e hin muss, ass dat eigentlich auch net mi allzu dramatisch. Rätsel par Konter sind ziemlich clever an stellen gro Zellen op Prof. De Gameplay, fir zu resümieren, ass also eichsteps mi gemidtliches. Gemidtlech as gut Stichwort, weil für allem Ufangs mëget sech bemerkbar Spiel hëlt sech wirklich seng Zeit. Me lo zu der grösser froh. Ass ganz deng wie wirklich grugelech? Dann fort ass zu chlor wéi Handlung vun enger Lovecraft-Geschicht selber. Sicher, Spiel as atmosphärisch, an verzicht du bei gräessen Deels op Jumpscares. Dobei muss auch gesot sinn, dat d'Spiel moll an Eichterlin eng Mystery Detective Geschicht ass, an den Horror regen zweter stell könnt. Et geschéien zwer creepy Sachen, mit es kommen ze kurz as sie noch viel banal. Zum Beispiel beginnt ihr am Spiele Fey, wat vom Design her echt an The Witcher, weil er wirklich Lovecraft erinnert. Es im Fernsehen hunn se och net besonders viel gemäht an net war auch eicher so 0815. So richtig krass Momente also existiere leider net. Löwenswert das, dass da war Puschlüsser huet, déi motivieren Kinde sinn fir den zweiten Durchschlaf. Kommen wir also lo zum Aufschluss von dem Ganzen. Call of Cthulhu as eng atmosphärisch an interessante Detektivstory, déi vu singen Dialoger lieft, an eng Welt ageheit, wo alle sähnech das wie normal ass. Wen lo ein Horrorspiel wie Until Dawn oder Outlander wart, gëtt wahrscheinlich enttäuscht. Viel méi soll en sech eichter op eng spannend Mystery-Geschicht erlossen, déi trotz allem zen erhale wees. D'Spiel ass also gut. Me bleifft leider a viele Bereicher ziemlich zurückhaltend, wat dofir suercht, dass et fir Mch am Bereich ja gute Mittelmoos bleft. Das net so schlimm wie Kritiken net deweis as neewellen, me das leider och net wirklich dem Mindblower wo dat könne sinn. Für Fans vom Lovecraft an dem ganze Cthulhu-Mythos ass Spiel sicherlech eng Feisach. Skeptiker könne jo warten, bis d'Spiel mi bëllech gëtt fir se Stand vum Wahnsinn e Bild kënnen ze machen. An aus dem Grund kann ich de Restaurant 11 Ferdinand absolut gut a glatt net rekommandieren. Senden. Schläft mat der? Ach, der Restaurant ist absolut voll für die Katze. Tust du gerade etwas? Nee. Ja, blöde, wie soll er so selbst gesagt haben? Versuch. Boah, vergiss es, ich muss raus heute. Ciao! Hä? Diablo Immortal. Op der BlizzCon huet den Entwickler Blizzard no langer Zeit den neuen Diablo-Delu gekündigt. Zur Enttäuschung vun de Fans gëtt diesen awer nëmmen exklusiv fir Smartphones released. Detective Pikachu. De Film gouf schon fir langem ugekënnecht, mé bis fir kurzem wat Skepsis noch groß. E lo gouf en Asian Trailer veröffentlicht an Fanbase as optimistisch. PUBG. No viele Gerüchte am letzte Joar goufet lo offiziell bestätigt. Den 7. Dezember gëtt PUBG dann auch für PlayStation 4 released. First Party. Wie Microsoft op ihrem XO18-Event am Mexiko bekannt gehen huet, zählen Entwicklerstudioen Obsidian an In Exile, bekannt für Spieler wie Fallout New Vegas a Wasteland 2 Lot für ihre First Party-Entwickler. Eng Legend aus Funeusgangen. Marvel mat Begrünner a Comic-Legend Stan Lee as am Alter vu 95 Joer verstöwen. Am Laufe senger Karriere waren an der Kreation vu bald 600 Superhelde bedeligt. Sein Tod als grosse Verlust fir d Nerdwelt. Chicken, Cowboys, zu Großwald, das zu groß, spuckt er nicht. Schon eng Abisch. Das ist viel zu groß, zu viel zu machen. Schon noch ein Leben. Nee, ich sterbe kein Leben mehr. Nee, ich muss Cowboys sein. Ich muss Cowboys sein.
Howdy. Ich zähle eine Showdeppes über das Leben am Wild West. Pardon, hast gewünscht. Wer soll du fänken? Mein Name ist Billy. Dir kennt mich vielleicht als Billy the Kid. Eigentlich wollten die für Lux Play den Anfang morgen hören, mit dir nicht Besseres zu tun. Genau wie hier gehe nicht zur Van der Linde Gang. Find something for y'all two to do. We always do. We're bored out of our minds. We've lived here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Chris. Bekannt für Banken, Zisch, Pferd, Häuser, Zelte, Saloons, Kutschen an. Wie? Ja, ob der Punkt kommt, okay. Wir sind am Anfang wie eine Großfamilie. Eine Großfamilie, die gleichzeitig aber auch eng von den meistgesichteten Gangs am ganzen Wilde Westen ist. Leben als Outlaw ist aber nicht immer gerade so cool, wie ihn sich das vorstellt. Am Anfang zieht sich das ganz oft, viel zu lang. Auch wenn die Landschaft wunderschön ist, nervt es den anfangs schon, weil den ewig lang von A nach B reiten muss, für dann in ein paar Minuten drauf die ganze Während zurückreiten zu müssen. Wisst ihr, wie groß Amerika ist? Ich auch nicht, mir das scheiß groß. Wo bleibt die ganze Action, die mir versprochen wird? In der Zwischenzeit verdienen sich doch immer Kopfgeld von ein paar $100, mir bei seinen Missionen kriegen dann immer so die $30. Aber wenn bei seiner Mission dann noch irgendwo in der Pampa sein Pferd zurücklassen muss, ist das unheimlich frustrierend. Weil das schon ein Cowboy und nicht sein Pferd. Heinz, du verlierst dabei immer ein bisschen Perspektive im Leben. Aber bon, alle Menschen haben wahrscheinlich eine andere Perspektive. Wenn die Action aber mal so richtig losgeht, da kann ich das Leben als Outlaw auch so richtig genießen. Obwohl, auch das fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch. Ziele geht nicht so gut von der Hand, wie ich bei der Anfang gewartet hätte, und fühlt sich immer so leicht schwammig. Schon länger Zeit hört den Dreh dann aber raus. Aber im Notfall hört als Cowboy auch nochmal sein Dead-Eye. Aber am Dead-Eye kann ich sogar beim galoppierenden Pferd zielsicher ballern. Am Wilde Westen gibt doch viel Unerwartetes zu erleben. Immerhin begehen die fremde Personen an der Wildnis, die ihn überfallen wollen oder sogar Hilfe brauchen. Elf, sie von einer Schlange gebossen gehen. Oh Gott, Elf. Du hilfst nem Neppes. Ich muss lutschen. Oh, guck mal du, hast du nicht ein Chupacabra? Ich will doch nimmen helfen! Die ege Gang ist öfters auch genauso inkompetent wie die Idioten, die immer Hilfe von mir verlangen. So ist es schon öfters vorgekommen, dass ich meine Missionen verkackt habe, weil er eben mit seinem Pferd umgefallen ist oder für eine Flinte von einem Gegner gerannt ist. Ja, ich meine aber, dass Rosa vielleicht auch ein besser Farbe gewirrscht wäre. Jo, Partner, ich weiß ganz genau, was... Oh ne, hä? Nicht schon rum. Und genau du weinst da, brauch ihn auch als Outlaw, Heinz, du einfach musst Zeit für sich. Aber was geht es Besseres, für sich zu entspannen, für einfach ein bisschen Natur zu genießen? Durch Prärie reiten, die frische Luft genießen und einfach den Kopf klar kriegen. Das große Welt hat natürlich auch vieles zu bieten. Es kann nicht flüchtig Kriminelle aufhängen gehen, Poker oder Domino spielen gehen oder sich einfach besaufen. In einem langen harten Tag können sich schon noch am Salon den Bord stützen lassen oder ein gut warmen Bitten hören. Auf für einen kleinen Abpreis können sich dabei sogar von einer Flotterdame Hilfe lassen. Wen die Zeit aber lieber nutzt, für sich neuen Equipment craften zu lassen, der kann natürlich auch Jahre gehen. Am Wilde Westen war auch Joden eine gefrohte Berufung. Ach, guck du,
Du mach schon e schein Exemplar. Guck der stimmt dat Geweih. Wonner schein. Ja, boah, gut. War vielleicht lo nicht so gut wie ich gedacht und ich hatte vielleicht sollten mein Brüll sind wie meine Frau mal gesagt hat, aber boah, hä? Dir wird lo bestimmt ein Fazit von mir. Okay, mal wen auf Open World steht, den hast bei Red Dead Redemption auf der richtigen Platz. Und auch was sich das ganz am Anfang ein bisschen streckt, grabt spielen nur ein paar Stunden so richtig schön. De Gunplay hat zwar bis méi feinschle verdroen, méi es steht dem Spielfluss net am weh. Ech kann zumindest so, dass ich unheimlich viel Spaß hunn an unheimlich viel zu entdecke gëtt. De kurzer Zeit sind eng auch schon alt Membre von der Gang und Herz gewusst und frieden sich immer im Druck eng Mission Martinen zu bestreiten. Im Gegensatz dazu sind Missionen heinst du aber bisschen zu strikt und et fehlen sie dann, weil ein anderer Weg gereden aus wie das Spiel dazu verlangt wird, oder weil ein Teampartner an den Baum reiht. Das steht auf Dauer aber kaum, und ist oft mehr witzig wie nervig. Alles an allem aus Red Dead 2 genau das Spiel, auf dem all so lange gewartet und ich kann sich schreiben, siehst du und Herz lehnen, kauft er shit. Kauft er shit. Kauft er shit. Kauft er shit. Also, d'Stimme so ne sollch Eddie soen. Ha mane dat lo. Ciao. A wies nächst Käier? Wann net sie wat da gëtt? Danilo stinkt nur Scheiß. Der Jan stinkt ebenfalls nur Scheiß. Das Gesicht! Den Match mal nützlich. Frag mal mehr Skript doch. Ja, beck dich. Den Outtext an Hanno verschieden. Ning 8 Mol. Guck mal! Ondéieren. Sand. Stopp. Fick dich Gott! Sorry. Danilo kann gut nein! Schall Maul. Dat tut er net grad gesot. Merci, c'est quelque chose.